Aufnahme 210, 24.10.2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der gruseligsten Jahreszeit und passendsten Jahreszeit bei Viva la Movilusion und es ist Halloween. Das heißt, wir wollen natürlich irgendwas besprechen, was gruselig ist. Oh, da bereitet jemand schon entsprechend die Geräusche vor. Mein Name ist Corby und weil ich sehr viel Angst habe, wenn ich allein über irgendwelche Filme rede oder mir am Ende dann wieder vorgeworfen wird, dass ich manche Filme nicht verstehe, habe ich mir die zwei intelligentesten Mitmoderatoren mitgenommen, wenn es um Sachen paranormale Aktivitäten geht. Und zwar den Dr. Professor Mike. Hallo Mike. Servus und habe die Ehre zusammen. Und unseren Dermatologen. Dermatologen? Eher Spermatologe, aber okay. Ah, okay. Kane Kanfred Kanheimer. Hallo. Ja, servus. Heute sollte man uns servus. eigentlich, weil es eine Halloween-Folge ist, sollte man uns ja Viva la Gruselusion nennen, oder? Ja, oder Viva Paranormalisation. Paranormal Activity-Illusion. Genau. Falls ihr unsere Wortspiele nicht kapiert habt, ja, wir reden heute über Ghostbusters 1 bis... Nein, nur über die Frauenpower, nur über die Frauenpower-Film. Über einen richtig gruseligen Film. Ghostbusters. Den besten der Reihe, ja. Ja, mit weit Abstand. Also das ist wirklich unerreicht, dieses Ding. Irgendwann nach dem zweiten Teil haben schon Maßstäbe gesetzt, aber der dritte, der hat wirklich allgemein nicht nur für Ghostbusters, sondern allgemein für die Filmgeschichte Maßstäbe gesetzt. Sag mir, das war der dritte, ich sag sowas nicht. Das Ja, war nicht. Das sind, oder? Nein, echt Moment, bevor sie kotzend schon die Leute am Boden praktisch umeinander wimmern. Wir reden heute über Paranormal Activity und zwar nicht über den grandiosen ersten Teil, sondern wir reden über alle Teile. Ich habe mich sogar erdreistet, dass ich noch den Tokyo Night reinwerfen wollte, aber in der Vorbereitung haben meine Kollegen mich dann wüst beschimpft, dass der ja gar nicht zum richtigen Kanon dazu gehört und ich verstehe das wieder alles nicht und ich mache alles kaputt. Deswegen klammern wir halt Tokyo Night eventuell aus. Vielleicht breche ich immer wieder aus und rede dann doch über den. Aber Ja, ist es wenigstens, wie ist es wert? Na, ruhig, einer am Ist anderen. es wert? Hey. Wenn es wert ist, dann red drüber, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Zu 8000% ist der es wert. Habt ihr den schon mal gesehen? Nein. Nope. Ja, was redst du denn dann überhaupt? Also der ist super. Ja, wir haben nur gesagt, dass er nicht zum Kanon gehört. Der ist so, glaube ich, auch der Schöpfer vom ersten Teil, der Oren Peli, der hat, glaube ich, auch als Autor da mitgewirkt. Aber ansonsten hat er nichts mit der Hauptreihe, die wir halt besprechen, zu tun. Also halt ein scheiß Schnauzer. Dann wäre mein Vorschlag, dann schauen wir mal, wie weit wir kämmern und je nachdem, ob wir noch Zeit und ich Bock hab, dann reden wir da vielleicht noch drüber. Ja, das passt. Ich trinke nebenbei jetzt gerade ein bisschen köstlichen Penninger Eierlikör übrigens. Mensch. Hab jetzt wie lange schmerzen wir jetzt? 5 Minuten? 5 Minuten, das erste Glasel drungen. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ich schenke noch mal nach. Ja. Zungenlockerer. Bisher haben wir ja bereits 2 Special-Folgen zu Halloween veröffentlicht. In der ersten haben wir ja ein bisschen drüber geredet, was wir so zu Halloween früher gemacht haben. Und ich glaube, über ein paar Filme haben wir auch geredet. Und letztes Jahr haben wir ja ein Simpsons-Special gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, jetzt greifen wir mal so eine Gruselreihe auf. Grusel ist eigentlich irgendwie zu harmlos, finde ich, als Wort. Eine Fun-Footage-Reihe, wo wir ja schon... Oh, jetzt hast du das richtige Wort gefunden. Schon immer wieder mal drüber geredet haben. Und Mike, Ja. du bist ja der Filmvirtuose schlechthin. Wie war das denn damals, als der erste Film rausgekommen ist? Wie hast du den wahrgenommen? Und kannst du unsere Hörer, die vielleicht nicht wissen, um was da geht, das kurz ein bisschen nahe bringen? Ja, das kann ich schon sagen. Das war ein krasses Kinoerlebnis. Und zwar ist der, glaube ich, am 19. November 2009 ist der rausgekommen bei uns. Und ich habe am 21. November Geburtstag. Und den habe ich mir damals an meinem Geburtstag mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, angeschaut. Und das war wirklich krass. Weil man hat jetzt im Vorfeld noch nicht so viel von dem Film mitgekriegt, bis einfach mal ein Trailer oder was. Aber was einem da erwartet so richtig, auf das bereitet die der Trailer nicht vor.
Und der Film war dann gore, da haben wir extra bis auf, wo haben wir hingefahren? Auf Regensburg ins Kino, weil er bei uns herunten irgendwo gelaufen ist. Und dann ist ja der erste Teil hat ja noch keinen Abspann. Ja. Der lässt ja quasi mit einem Schwarzbild sitzen und das ewig. Und so lange haben wir ja in dem Kino gesessen und dann kommt ja dieses krasse Ende und dann kannst wirklich zeigen können, wie die Luft im Raum immer dicker wird. Weil wir fangen da voll eine Frau schreien und schalt's halt endlich das Licht ein, ich kann nicht mehr. Und dann ist halt wirklich, es war fast zur Randale gekommen. Also das war wirklich so krass, dass die das Licht nicht eingeschaltet haben. Und da waren ein paar so wirklich so schockiert von dem Film, die haben da so richtig aus der Haut gefahren. Das war richtig krass. Also, ich hab die Hosen so voll gehabt, dass ich ganz schwer aufstehen können. Ich bin dann quasi so brathaxert aussehe, wie man es halt so macht. Und hab mich richtig gefreut, dass ich so einen richtig gruseligen Hammer gesehen hab, den ich da natürlich auch mit heimgenommen hab. Das ist halt das Fiese bei Paranormal Activity, dass du diesen Drecksfilm mit heim nimmst und du liegst in deinem Bett drin und denkst dann an diese Kamera, die da steht, das Bett filmt und dann diesen Flur. Und du denkst dann an dein Bett und dein Fuß, der da so aus dem Bett raushängt und den decken wir jetzt lieber mit zu, weil nicht, dass mir einer packt, zieht mir in den Gang aussehen. Himmelherrschaftszeiten, ein schrecklicher Film, ein tolles Kinoerlebnis und der erste Teil ist einfach super. Definitiv. Ich habe den ersten Teil tatsächlich nach dem zweiten gesehen. Okay. Was? Ich habe da so eine Phase gehabt mit einem Kumpel, wo wir gesagt haben, okay, wir schauen keine Trailer, wir gehen einfach mindestens 2-mal die Woche ins Kino und da war Paranormal Activity 2 auch dabei und ich habe irgendwie, warum auch immer, gedacht, das ist sowas wie Jackass. Was ist mit dir? Und hab mir dann gedacht, der zweite Teil und keine Ahnung. Und dann geht's ja so los mit Found Footage. Und dann habe ich echt nur lang an Jackass gedacht. Mike, ich weiß ganz genau, was du meinst. Dann nimmt die das da so mit. Und vor allem, was ich beim zweiten so extrem gruselig gefunden habe, war diese Kellertür. Weil ich mir die ganze Zeit dann irgendwann gedacht habe, fuck, die geht gleich auf. Ganz schlimm. Kani, wann war so deine erste Berührung mit Paranormal Activity? Im Kino. Also der erste Teil, den habe ich auch im Kino gesehen. Wir haben nicht so weit gefahren, wir haben bis auf Landshut gerade fahren müssen, weil die haben auch schon ein bisschen früher gehabt. Danach hätten unser Blattlinger Kino auch gehabt, aber ja, musste gleich singen, wenn der Hammer heraus ist. Eben. Und mir ist auch so gegangen wie Mike. Also da war ich schon mit 3 Wochen lang ein wenig geschädigt daheim und da war nichts mehr mit ruhig schlafen und im Dunkeln irgendwo durchs Haus gehen oder sonst was. Ich muss ja jetzt halt sagen, auch wenn die Filme jetzt halt beim Schauen nicht mehr so wirken, wie sie damals gewirkt haben, ist es trotzdem, wenn man dann im dunklen Raum sitzt, ein mulmiges Gefühl, das der Film immer noch auslöst bei mir. Also ich kann mir vorstellen, jeder, der neu in Paranormal Activity mal reinschaut, der wird sie doch denken, außer er hat echt nicht aufpasst, Kruzifix, heute Nacht schlafe ich echt nicht. Ja. So wie der Steven Spielberg, oder? Der hat sich doch auch gedacht, der hat doch den Film dann in einer Mülltüten reingestopft und hat ihn zurückgebracht und gesagt, der Film ist verflucht. Und dann, dann hat er erst seinen Vertrieb gefunden durch das. Echt? Ja, im Endeffekt ist er ja der erste echte Blumhouse-Film, oder? Ja, genau. Weil der Jason Blum hat ja damals bei Miramax, glaube ich, gearbeitet und der hat das verkackt, dass er The Blair Witch Project einkauft. Und das hat er ja bekanntlich auch so viel Kohle eingespielt und bei dem Film wollte er sich das quasi nicht nehmen lassen und ist das Wagnis quasi eingegangen und hat da einen riesen Hit gelandet und auf diese hat er dann Blumhouse Pictures gründen können mit dem Erfolg. Riesenhit ist ja in dem Sinne eigentlich, ich habe jetzt so beide 2 Sachen gelesen, einmal als der gewinnbringendste Film aller Zeiten oder der gewinnbringendste Horrorfilm aller Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, was am Ende stimmt, aber die Zahlen, wenn du da anschaust, was der eingespielt hat für das Budget, was er gehabt hat, dann einen guten Riecher gehabt, Herr Blum. Auf jeden Fall. Ja, also für alle, die sich die Dimensionen nicht vorstellen können, also wir reden hier von der Produktion um die $15.000. Also ich habe früher mal irgendwas von $7.000 gehört. Ja, die meisten Quellen, die einigen sind irgendwie so einig bei 15.000 gelandet. Ja. Und irgendwie während nachdem er dann eben seinen Vertrieb gefunden hat, sind noch mit 200.000, glaube ich, ungefähr draufgekommen, hieß es für ein paar Nachdrehs und ein bisschen nachgebessern, weil das Ding ja alles in Eigenregie gemacht worden ist, von einer Person mehr oder weniger. Genau. Aber trotzdem ist dann bei dem Einspielergebnis von fast 200 Millionen Euro, das sind ungefähr
14% Gewinn, wenn ich das richtig gerechnet habe. Du bist einfach unser Meister-Mathematiker. Ja, da bin ich brutal im Kopf rechnen. Ja, auf jeden Fall, ich kann das echt verdammt gut nachvollziehen. Also damals, wo ich den zweiten Teil dann im Kino gesehen habe, da habe ich nur in so einem Einzimmer-Apartment gewohnt und ich habe keine Jalousien runter da kennen und ich war praktisch im Erdgeschoss und man hat von draußen über eine kleine Treppe sie auf so eine Terrassentür bei mir stehen können und reinschauen können. Also, ich kann es euch vorstellen, dass ich die ganze Nacht nur diese Tür beobachtet habe. Ja, kann man bildhaft vorstellen. Und ich mir gedacht habe, oh Gott, ich muss halt noch sterben. Du bist so vor dem Fenster gestanden und hast rausgeschaut wie die Katie am Bett von Mika, oder? Ja, genau. Ja, also ich glaube, dass ich keinen Film so mit heimgenommen habe wie diesen scheiß Paranormal Activity 1. Schrecklich. Ich war auch damals nach Sinister, der hat mich auch eine Zeit lang ein wenig beschäftigt und auch sogar der Drag Me to Hell, obwohl ja der ein wenig so ein bisschen Humor noch drin gehabt hätte, also das ein bisschen auflockert, aber da war im Kino ja auch so ein Jumpscare-Massaker. Das hat mich alles ein bisschen mitgenommen, aber dass ich mir 2-3 Tage schlecht geschlafen habe vielleicht, aber der Paranormal Activity, ich glaube, dass ich nicht lüge, wenn ich sage, dass ich 3, 4, 5 Wochen nimmer gern im Dunkeln unterwegs gewesen bin. Es ist ja nach wie vor die Prämisse des Films, an die man einfach nicht zu stark denken darf. Weil es ist ja einfach auch nicht abwegig, weil das Gruselige an diesen ganzen Paranormal Activity Teilen, also bei den ersten Paranormal Activity Teilen ist, du siehst nichts. Mhm. Um mal zu erklären, die Katie und der Mika, die wohnen in einem Haus und die stellen eine Kamera auf, weil sie haben irgendwie in letzter Zeit immer wieder komische Geräusche gehört, es passieren komische Sachen und sie wollen jetzt einfach filmen, damit sie herausfinden, was da passiert. Und relativ schnell wird klar, okay, eventuell ist da eine höhere Macht, die sie daheim sucht. Holen sie dann einen Experten, der dann das mehr oder weniger bestätigt, aber er sagt, er kann einer jetzt gerade nicht helfen, weil man merkt, diese Präsenz möchte das nicht. Obwohl er ihnen sagt, provoziert das Ding, das Viech nicht, macht der Mika genau das Gegenteil. Also da muss ich mal kurz reingrätschen. Das ist mir beim ersten Mal auch schon gar nicht aufgefallen damals im Kino, aber jetzt hat der Mika aufgeregt. Ja. Das ist ja wohl die dümmste Scheißfigur, die seit langem irgendwo umeinander gerannt ist, oder? Ich hab notiert, Mika Arschloch. Ja, nicht gerade Arschloch, er ist ja so ein Vollidiot. Wenn er dann wieder aussieht und dann, wenn irgendwas ist gewesen, sowas offensichtlich Übernatürliches, wo jeder eigentlich sofort ordentlich Dünnschiss in der Hosen hat. Und was macht er denn aus? Hast du ein Problem? Komm doch raus! Traust dich etwa nicht? Und ich denke, halt doch dein Maul. Gut, die Texte sind alle improvisiert gewesen damals. Aber wenn das der Improvisierung ist, dass du einen coolen Ghetto-Gangster machst, der da dann mit Schläge oder sonst irgendwas drohen möchte, wenn was Übernatürliches ist, dann hast du einfach nicht gut improvisiert. Ja. Der ist mir jedes Mal, wenn der sein dummes Mal aufgemacht hat, haben wir gedacht, warum musst du den ganzen Film fast überleben? Ja, die Lage ist ja auch, dass man hasst ja dafür, dass er diesen Dämon provoziert. Wobei es aber ja eigentlich total wurscht ist, wenn man dann den zweiten gesehen hat, normalerweise ja total wurscht, was er tat, weil ja das sowieso unausweichlich ist, was passiert. Also er selber hat ja mit dem Ganzen nichts zum Tor, außer dass er halt ein unsensibler Penner ist. Ja, genau, und dass er seine Freundin überhaupt nicht irgendwie für voll nimmt. Und wenn du sagst, dass sie Panik hat und Angst und was weiß ich, und er tut immer wieder nach und dann, nein, er hat kein Ouija-Board. Ich hab kein Ouija-Board gekauft, ich hab's mir ausgeliehen. Ja, halt doch dein Maul. Hoffentlich wirst du besessen und die zerreißt von innen nach außen, du Vollidiot. So eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, aber ich meine, dadurch hat er es ja weiter provoziert. Also, wer weiß, was passiert war, wenn er vielleicht nichts tun hätte. Es wäre natürlich, wie der Mike schon gesagt hat, nach Teil 2 ist es ja unausweichlich. Es war ja wurscht gewesen, was er tut. Gut, zu dem Zeitpunkt von Teil 1 haben wir noch nicht gewusst, dass es einen zweiten Teil gibt und so weiter. Ja. Aber er rennt den ganzen Tag mit der Kamera umeinander und droht dem Geist Schläge um, mehr oder weniger. Da brauche ich kein Videoboard mehr zum Provozieren. Und, also, das passt halt einfach, es passt natürlich zu der Figur, weil die halt einfach nur scheiß dumm ist in meinen Augen und total unsensibel, wie der Mike gesagt hat. Und den ganzen Film habe ich gedacht, leck, dass mir das damals nicht aufgefallen ist, dass der damals war ich beschäftigt damit, dass man in den Kinos sieht, sei scheiß. Ja. Aber wenn du mal deinen Stuhlgang da ein bisschen im Griff hast bei dem Film und dann auf die Figur aufpassen kannst, dann kriegst du echt einen Vogel mit dem Vollidioten. Dein Stuhlgang im Griff hast. Zumal es ja der Katie ja von Nacht zu Nacht schlechter geht.
Ich glaube, das sind 21 Nächte, meine ich, sind's, in denen was Übernatürliches passiert. Und man kennt sie ja dann schon, dass es nicht schlaft und Ding und schaut dann fertig aus, bis es halt dann schon so weit ist, dass dann erbissen wird und so eine Geschichten oder aus dem Bett gezogen wird. Also der spielt ja schon ganz schön extrem mit. Man legt das aus dem Bett ziehen, das war eine miese Und dann kommt allerweil noch er mit seinem Scheiß daher. Und einmal ist er dann nicht zu ihr, wo es dann draußen sitzt auf der Veranda, dass er einmal ein Deck holt. Ja. Ach ja, der Prinz holt einmal ein Deckerl, ja, kann er das einmal machen? Ist das vielleicht möglich, ja? Kannst du nicht weiter drüber lustig machen, dass es schlecht geht, du Vollidiot, genau. damit du mit deiner Kamera rumlaufen kannst. Okay, man merkt schon, wer in Team Dämon ist. Da absolut. Beim ersten Teil gegen Mika, #Team Tobi, ich bin dabei. Ja, absolut. Ja, zu dem Zeitpunkt hat man ja noch nicht gewusst, dass der Dämon einen Spitznamen hat. Ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, der Toby. Das kommt ja, ich glaube, erst so in Teil 2 oder Teil 3? Teil 3. Ich glaube in Teil 3, ja. Erst mit Toby genannt, ja. Ja, okay. Gut, Teil 2 führt dann die Schwester samt Familie ein von der Katie, die Christy. Der Mike und der Kanye haben es schon gesagt, also da merkt man dann auch, dass es unausweichlich ist, was in Paranormal Activity passiert. Dieser Dämon wollte eigentlich gar nicht die Katie, sondern der wollte das Erstgeborene von der Christy. Und es ist der Hunter. Diese junge Familie hat ein Baby und der Film geht los, dass in dem Haus eingebrochen wurde. Alles wurde verwüstet, außer das Zimmer vom Baby. Die stellen daraufhin überall in dem ganzen Haus Kameras auf und da draußen beim Pool. Deswegen, weil ich glaube, euch wird es genauso gegangen sein wie mir. Ihr werdet am Anfang gedacht haben, fuck, was passiert bei dem Pool? Oh Gott! Also da kann ich dann Ghost Movie 1 und 2 empfehlen, da passiert mehr am Pool. Das Coole ist ja beim 2, dass er ja eigentlich ein Prequel und ein Sequel in einem ist im Endeffekt. Weil der ich habe den Begriff gelesen, dass er ein Sidequel ist, wie es so 4 bei so 3 praktisch, ein Sidequel. Cool. Again what learned. Weil der beginnt ja quasi schon im August 2006 und die Geschehnisse vom 1 sind ja im September 2006 und im Endeffekt ist dann der Schluss vom 2 ist dann ein weiterführendes Ende vom 1. Genau. That's correct, my friend. Yeah, buddy. Da merkt man schon, dass es durchaus Menschen gibt, die sofort merken, okay, da sind böse Geister und ich mache jetzt schon mal proaktiv was dagegen, weil deren Haushälterin, eine mexikanische Dame, das ziemlich schnell merkt, okay, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt räuchern wir den Drecksdämon einfach mal aus und dann ist schon gut. Das gefällt aber den Hausherren da nicht, dass etwa in der Wohnung mit Räucherstäbchen umeinander pustet und setzt die Dame vor die Tür. Ja, das war schon ein bisschen mehr als Räucherstäbchen, gell? Das war so richtiger Heilbündel. Ja. Das war schon. Ja. Wo ich dem Film auf jeden Fall zugute halten muss, das ist dieses neue Kamerakonzept. Dass man in dem Film kann ich zum Beispiel nicht ankreiden, dass ich sage, wer nimmt denn in der Situation eigentlich nur eine Kamera mit? Weil die Kameras, ich glaube, zu 90% alle fest montiert sind und das finde ich cool, dass quasi alles gleichzeitig immer aufgenommen wird. Und ich glaube, bis man dann in den Keller runterkommt, unten im Keller, meine ich, da gibt's dann so eine Handkamera. Aber das finde ich cool, wenn es dann irgendwie nachvollziehbar ist, dass jemand filmt. Ja, genau. Und das macht er sehr gut. Ja gut, das haben wir vielleicht nicht so richtig rübergebracht. Also es wird auch nicht im ersten Teil die ganze Zeit nur mit Handkamera aufgenommen, sondern die stellen halt dann im Schlafzimmer Stativ auf. Der zweite Teil setzt halt da, wie es der Mike schon sagt, eins drauf, dadurch, dass diese ganzen Security-Kameras sind. Das zieht sie ja dann durch, also zumindest beim 3. und beim 4. und beim letzten, der 6. Teil dann. Genau, nur den Marked Ones, der macht das ja dann nochmal ein bisschen anders. Boah. Ich mag auf jeden Fall den zweiten Teil wirklich sehr gern, einfach weil das damals für mich so ein Horrormoment im Kino war und dann eine furchtbare Nacht, in der ich mir dann die ganze Zeit erdacht habe, hey, da gibt's noch einen ersten Teil. Gott sei fix, was passiert in dem scheiß ersten Teil? Ich muss da nochmal durch. Ja. Wo liegt die Szene, wenn die in der Kich, weil da ist ja so, dass er dann das erste Mal bei Tageslicht was passiert. Ja. Und wo liegt die Szene, also da
Da hat's mir alle 3 Hoden im Bauchhöhle aufgeschossen, was das passiert ist. Da hat ja beim Dreh die Frau das nicht einmal selber gewusst, dass das passiert, gell? Da hat es eigentlich gut geheißen, es kommt ein Bratpfandl runter und da wo es dann da schrickt. Und dabei haben die dann da alles aufgefahren, was sie noch gerade rausschmeißen haben können aus den Drecksküchenkastel. Und also die ist wirklich so dermaßen erschrocken, weil das ziemlich krass provozierend war. Ja, da war ich raus. Boah, ist das hart. Da war ich raus. Ich hab gesagt, alles klar, ich bin fertig mit euch. Fickt euch. Fickt euch. Genau. Macht so einen Drecksfilm ohne mich. Ja, aber echt, ich bin raus dazu. Was ich auch cool fand, das ist zum Beispiel, dass diese Sachen, weil wie gesagt, das ist ja die Sequels sind ja noch gar nicht geplant und man sieht ja im ersten Teil schon dieses verbrannte Foto von der Katie auf dem Dachboden. Und dann wiederum wird das wieder aufgegriffen im zweiten Teil, dass das wieder einen Sinn macht mit dem verbrannten Foto und diesem mit dem Übergaberitus von dem Dämon an die Schwester quasi. Dass ja, das eine riesenmiese Nummer, gell? voll Ja, beschissen. voll. Aber ich find's cool, dass das dann da aufgenommen worden ist und dann sagt man wieder, okay, dann sitzt man da und sagt, ja geil, das ist das Foto vom Einser. Deswegen ist das am Speicher weil so und so. Hat man gesehen im zweiten Teil. Fand ich super. Ja, genau. Sitzt erst mal da und ist, wow, leck, genau deswegen ist es da, wow, mein Fuck. Genau. Und vor allem halt dann auch der Übergang, wie du vorher schon gesagt hast, dass dann am Schluss, also wenn er dann halt wirklich richtig zeitgleich läuft und dann sechst, wo die Kate eigentlich dann weiter hingeht, ja, hat er nichts gebracht, dieses Übergaberitual, du Vollidiot. Oh yes. Ja, no good deed goes unpunished. Also eines von den furchtbarsten Elemente in dem Film ist für mich der Keller. Und wie schon gesagt, diese Kellertür. Für alle, die den Film nicht gesehen haben und sich das gerade nicht vorstellen können, da geht eine Kamera. Das werden da jetzt auch gar nicht zuhören, seien wir nicht besser. Ja, genau, geht's lieber weg. Das sieht man eine Kamera, die geht vom Wohnzimmer in die offene Küche und man sieht an der Seite die Kellertür. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil die Kameras, wenn die da so durchswitchen, um mal wieder ein englisches Wort einzubauen, damit sich der Kane aufregt. Nein, ich finde das ja wichtig, wir wollen ja nicht goofy sein. Achso, okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Wort goofy da richtig hernehme. Die bleiben immer so 10 Sekunden auf einem Bild stehen, dann kommt die nächste Kamera. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, fuck, irgendwann geht diese scheiß Tür auf. Ich habe ja vorhin ja gesagt, da gibt's ja das Baby, den Hunter, und der ist, Mike, wie alt ist das Kind? Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwas sage, ist es falsch. Was, wenn der hat 1,5? 1,5. Und da sieht man halt dann teilweise aus dem Babyzimmer, wie halt dann der Dämon auf einmal das Baby da hochhebt und dann irgendwie raushebt und dann klettert das so ab und macht die Kellertür auf und was weiß ich. Grotze, fix, hab ich mir gedacht, scheiße, verdammt, was schau ich mir hier gerade an? Dann auch noch mit dem Hund, eigentlich ein richtig braver Schäferhund in dem Film und dem geht's auch da nicht so gut. Ein ganz schlimmer Film. Im positiven Sinn. Im positiven Sinn. Ich darf für später schon mal vormerken, dass wir so eine Art Ranking machen sollten. Auf jeden Fall. Also ich darf die schon mal sagen, dass man... Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt kommt der Tobi aber in Paranormal Activity 3, Kani, oder? Das ist dein Lieblingsteil, weil da hätten es fast schon Sex vor der Kamera. Ja, oh, stimmt, da ist dann das erste Mal endlich kurz davor, dass da mal rumgemäusert wird. Weil man denkt, das tut doch jeder, oder? Der die Kamera mit heim halt. Nur deswegen kaufst du so ein Ding, oder? Ja, Logo. Nur deswegen, ich geil meinen wammeligen Körper sehen, wieder auf der Alten behitzt, aber gut. Das macht jeder anders, das sagt jeder anders anscheinend. Ja, die war aber sehr ansehnlich, das muss man auch wirklich sagen. Ja. Aber hallo, du. Ja. Aber hallo. Schon. Würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Überhaupt auch Katie natürlich auch. Ich möchte jetzt Katie nicht vernachlässigen oder so. Also Überhaupt nicht. In Nein, Paranormal nein. Activity 3, was ist los mit dir? Du bist echt der ekelhafteste von alle. Du bist der ekelhafteste von alle, Mike. Wahnsinn. Dir sollte man Kinder Oh wegnehmen. Mann, Corby, die will das nächste Mal sehen, voll in Schritt mit Anlauf. Ach, Mike. Ach, Mike. Ja, Teil 3 ist dann unser Prequel zu der ganzen Gaudi, weil wir sehen nämlich, warum der Toby überhaupt bei den Geschwistern Featherstone, oder wie heißen's? Heißt die Featherstone? Ist das ihr echter Name? Keine Ahnung. Bei der Katie und bei der Christy ist. Genau. Teil 3 war für mich damals auch noch ein Kino, ja doch, habe ich auch noch im Kino gesehen. Und der hat mir auch noch ordentlich gruseln können, das Ding. Ja. Da waren sehr coole Ideen auch noch dabei. Das mit denen, ja, da geht's halt dann also richtig los, dass halt dann Kinder scheiß gruselig nur sind und da noch nicht auf den Sack gängen, sondern wenn es dann losgeht mit dem, dass die da miteinander spielen und der Tobi das nicht mag, wenn der und der das noch macht, da haben wir gedacht, ja, alles klar, nochmal ein Grund, warum ich kein Kind mich.
Haut's ab mit dem Scheißtrick. Mit dem Scheißtrick. Ja, komm jetzt. Du kannst da und dann, hey, kann ich mit zu dir hersitzen zum Kaffee trinken? Nein, da sitzt der Tobi. Nein, da sitzt auch keiner. Hör auf mit dem Scheiß. Das ist ganz dicht. Sofort Babyklappe. Ist mir scheißegal, wie alt das bist. Was? Aber ja, da war es auch so, ich finde, da haben sie es auch nochmal, weil du das vorher beim Zweiten schon gesagt hast, auch da nochmal gut implementiert, warum der die ganze Zeit mit Kameras hantiert und warum der das Zeug hat und so. Ja. Das finde ich, hat Paranormal Activity allgemein immer gut umgesetzt. So das Thema, warum sind da jetzt überall Kameras, warum hat der Typ jetzt gerade eine Kamera, außer bei The Mark Ones, glaube ich. Der letzte Teil ist, ja. Aber da kommen wir ja noch hin. Gehen wir später noch dazu. Und auch die Bild, ich finde das mit der, man merkt zwar weniger, dass das Beutel besser wird, aber trotzdem lassen sie das Beutel immer so nach dem ausschauen, das ist halt jetzt keine hochqualitative Kinokamera, sondern es ist halt einfach nur eine Sicherheitskamera. Ja. Es ist einfach nur eine billige Handkamera, die sich einer kaufen kann, ein Privater halt schnell leisten kann. Also auch die Optik von den Teile, finde ich, ist immer immersiv, dass du da voll drinnen bist in dem Shit. Voll. Genau. Ja. Ich habe das ganz lustig gefunden, wo sie filmen da beim Kiffen. Da wird an Ding denken müssen, am Poltergeist. Da ist ja auch so, dass die Eltern auch noch umeinander kiffen, bevor es dann so richtig rund geht. Fand ich ganz lustig. War das nicht bei Ghost Dimension erst? Die kiffen in beiden Teilen. In Activity 3 und in der Ghost Dimension. Ja. In der Ghost Dimension ist ein Schoki, oder? Ach so, ja, stimmt, da kiffen es gar nicht. Aber ballert er. Genau, auf jeden Fall Paranormal Activity 3 habe ich auch im Kino damals gesehen, fand den Sprung dann nach 1988 natürlich auch ziemlich cool. Coole Idee. Und da ist das Ende halt auch wieder so Kruzifix. Und das Ende hätte ich Mika gewünscht. Ja. Die scheiß Idioten. Er kommt zwar auch nicht gut davon, aber das ist halt nochmal da, das ist genau für die Scheiße, was du die ganze abziehst, hättest du es auch braucht. Also der Dennis hat es eigentlich nicht verdient. Überhaupt nicht, ein herzensguter Kerl. Ja, absolut. Wirklich. Ein herzensguter Kerl gewesen, das war richtig, richtig gemein. Ich finde, dass die bei dem so krass ist, dass er fängt ja wirklich sehr gemächlich an. Und dann, wie er sich dann steigert, das fand ich so krass und gipfelt dann wirklich in dem Finale, dass man so richtig die Eier rasiert, weil wer uns öfters zuhört, der weiß, dass ich so mit so Sektengeschichten, dass mir das immer voll krass Eier rasiert. Und ich fand das voll krass, wenn du dann da wieder ausgeliefert bist und sogar deine eigene Mutter, beziehungsweise Schwiegermutter ist da involviert in das Ganze und geht den Pakt mit dem Dämon ein und geht da willig darauf ein, dass eins von meinen Kindern einem Dämon übergeben wird oder dass ich meine Tochter umbringe und einen Schwiegersohn und Ding, finde ich krass. Voll gestört, und ich habe sogar so Hereditary-Vibes gehabt, weil das war ja bei der Hereditary ähnlich, dass die Mutter ja da mit sektentechnisch unterwegs war und das Leid von ihrer Familie in Kauf genommen hat im Endeffekt. Ist da echt auch so gegangen? Zu dem Zeitpunkt, aber so wie ich mir das angeschaut habe, hab ich den Film nicht gekannt, also von dem her, na. Ja, aber jetzt, wo du ihn gesehen hast, hast du doch jetzt wahrscheinlich noch mal angeschaut, oder? Ich verbinde den aber ehrlich gesagt nicht mit Hereditary. Ich habe sofort da denken müssen. Also, jetzt, was du sagst, hat er auf alle Fälle ähnliche Vibes, ja, das stimmt schon von der ganzen Prämisse, aber unterm Schauen habe ich jetzt auch nicht drüber gedacht. Ach so, du meinst jetzt mit dem Schluss? Ja. Ja, aber also halt nur die Tatsache, dass die Mom halt auch in dem Verein dabei ist und ihre Tochter und den Schwiegersohn und alle über die Klinge springen lässt, damit sie halt das Ziel richtige Mistsau. Mal leck, war ich schon sauer. Da gibt's ja die eine Szene, wo er dann draußen an diesem Gang ist, der dann in dem Markt Ones auch vorkommt und dann die Tür aufmacht und dann doch diese ganzen Sektenmitglieder dann da stehen. Ja. Diese ganzen alten Frauen. Ja. Und die haben mir den dann mal mit meiner Ex-Freundin angeschaut. Und dann kommt die Szene und auf einmal springt sie auf, schreit los und sperrt sie im Bad ein. Und dann gehe ich hier und sag so, was ist denn los? Die schaut aus wie meine Oma. Hätte sie gesagt, spinne nicht, so schauen alle alte Frauen aus. Eben, irgendwann. Krampfhin. Kannst du nicht mehr aus dem Haus gehen, wenn es nach dem geht. Ich muss sagen, dass der dritte mein zweites Highlight ist aus der Serie. Also der dritte, der hat dann ab der Mitte so geile Sachen wie dieses Bloody Mary-Spiel mit dem Arbeitskollegen vom Vater. Das fand ich obercreepy. Dann wenn die... das war ja mit den Erdbeben, oder? Ja. Erdbeben, die Babysitterin mit dem Geist. Da wo beim Erdbeben der Staub oberbräselt und in der Luft auf dem Togen praktisch liegt bei Balleck. Da hat's mir damals im Kino alles aufgestellt. Das war die Hölle. Das meine ich jetzt gar nicht, wenn's in dem, wenn der Mo kommt und auf das Kind aufpasst, also der Mitarbeiter vom Vater. Ja.
Und dann stehen sie in diesem Bad und haben alles finster und sagen dann vor dem Spiegel dreimal Bloody Mary. Ja. Und was dann passiert, dass der andere da aufkratzt wird am Bauch und wird der Dämon dann draußen wütet im Kinderzimmer und wird alles rumschmeißt. Und wenn man dann so schemenhaft vorbeihuschen sagt und so, das fand ich so krass, also das habe ich richtig ein wenig einen Stress gehabt beim Schauen, muss ich sagen. Jetzt beim letzten Mal anschauen, ist schon sehr intensiv. Dann, wenn die Kirsty dann an die Haare auf die kommen wird, fand ich auch ziemlich krass, wenn sie ihm dann zuerst einmal gegen Toby läuft und dann auf einmal wirklich gegen eine Wand läuft und schaut dann so und dann hebt das da aus. Voll krass. Ja. Richtig. Ich frage mich, warum ist er eigentlich warum ist er so best zu dir, wenn er es eigentlich haben möchte? Ich weiß nicht. Du meinst Katie, oder? Katie, ja. Ja. Habe ich Kirsty gesagt? Kirsty hast du gesagt, ja. Also. Katie. Oder auch das, wenn er mit dem Bettlaken hinter der Babysitterin steht und dann fällt es einfach zusammen. Und das ist auch so eine geile Idee mit der Kamera auf diesem Ventilatorgestell. Ja. Super, super geil. Also der Dreier, großes Highlight. Ich mag den Dreier sehr gern. Ja. Aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme in der Paranormal Activity-Reihe ist Paranormal Activity 4. Irgendwann Tokio. Hätte ich auch gemeint. Der wird ja da nicht dazu zählen, aber Catherine Newton wird endlich ins Paranormal Activity Filmgeschehen eingeführt. Genau. Eine grandiose und hübsche Schauspielerin, das muss man einfach immer wieder mal erwähnen. Geht so. Bei wo jetzt, dass sie eine gute Schauspielerin ist oder dass sie hübsch ist? Beides. Wir sind jetzt im November 2011 und die Alex und ihre Familie, die Alex, gespielt von der Catherine Newton, merken so in der Nachbarschaft, da gibt's so eine Katie und ihren komischen Sohn, der Robbie. Ja, und die Katie, der passiert was. Und dann muss sie die Familie um den Robbie kümmern. Und der Robbie ist ungefähr im gleichen Alter wie ihr Bruder. Wie heißt der Bruder? Ryan, oder? Na, Wyatt, genau. Jedenfalls der Wyatt und der Robbie freunden sie mehr oder weniger schnell an und der Robbie ist ein bisschen komisch unterwegs und der Freund von der Alex, der chattet halt immer mit ihr über ihr MacBook und lasst dann ihr MacBook auch in der Nacht dann einfach laufen, während sie schläft und er nimmt das halt auf, wie man es halt so macht, gell? Das macht der Computer automatisch, oder gesagt. Genau, das ist halt bei allen Videochats, in denen er ist. Kann er gar nichts dafür, lass nicht. Null. Ja, und dabei filmt er halt auch, wie der Robbie sie in der Nacht dann in ihr Zimmer schleicht, sie neben sie legt und dann auch nur eine Hand auf sie drauflegt. Und das finden sie dann irgendwie schon leicht creepy. Voll. Und sie merkt auch, dass halt der Robbie in der Nacht immer wieder aufsteht und umeinander huscht und was weiß ich. Und daraufhin beschließen der Ben, ihr Freund, und sie, dass sie überall im ganzen Haus, ohne dass sie natürlich mit irgendjemandem drüber reden, Kameras aufstellen, um das zu filmen, ob da nicht nur weitere gruselige Sachen passieren. Ich denke mal da bei der Prämisse, dass du jetzt einfach da im ganzen Haus, ohne dass die Eltern und so weiter zum Sagen Kameras aufstellst, haben die nicht Angst, dass sie die Eltern einmal bei blöde Situationen aufnehmen? Ich hab mir's auch gedacht. Wenn der Pap, weißt du, der liegt öfter mal allein auf der Couch auf der Nacht. Ja, Oli schlafen vielleicht. Kontrollblick über die Schulter, über die Treppen auf, für die schlafen und dann wird genau, und dann fahren wir halt schnell mit dem Handpanzer runden, das hilft eh nicht. Und dann ist da die Kamera und die Tochter schaut, jetzt schauen wir mal, was da Gruseliges passiert ist. Das einzige Gruselige war, wie der Pap seine Boa gewürgt hat. Dumm gelaufen. Richtig. Ja, finde ich fragwürdig, aber die werden schon wissen, was dann. Ja. Was mir jetzt dann zu einem großen Highlight bringt, und zwar das im Wohnzimmer, dieses Kinect. Ja, ich glaube, das war Xbox damals, oder? Genau. Und dann diese Punkte dann in dem Nachtsichtmodus. Super geil. Mega. Richtig. Das ist auch für mich aus Teil 4 das größte Highlight, weil ich muss sagen, bei Teil 4 war es für mich dann, der hat nicht mehr den Reiz und die Effektivität gehabt, die ersten 3 Teile auf mich auswirken haben können. Ja. Und das war eben mit diesem Kinect, das fand ich super geil, da hat er mich richtig gehabt und auch das Finale vom 4. war nochmal richtig cool. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, war Teil 4 für mich dann schon ein bisschen, ja, ist okay. Die Figuren waren noch cool, also er hat mich im Großen und Ganzen hat er mich noch halten können, aber ich habe schon gemerkt, dass mir das Paranormal Activity Universum schon langsam verliert. Ja. Ich habe das auch notiert, also bisher schwächster Teil mit wenig Highlights. Also das habe ich mir auch notiert.
Gott, schwächster Teil. Alter. Ja, dir geht's gerade drum, weil Catherine... Bisher, nicht der Schwächste, sondern bisher von den 4. Und dir geht's ja gerade drum, weil Alex nicht ihr Oberteil in Tätzung und aus der Band gefordert hat. Genau. Schwächster Teil, weil keine Catherine Newton-Titties. Ach so, okay. Scheiß Perf. Na, ich finde, da merkt man schon das erste Mal so ein bisschen diesen Bruch, wo sie dann in The Marked Ones mal draufsetzen wollten mit so ein bisschen Teenie-Abenteuer. Und dadurch wirkt der 4. Teil halt obwohl viel gruselige Sachen vorkommen, gar nicht so gruselig wie die ersten 3. Sag mal 5 gruselige Sachen, die vorkommen sind im 4. Teil. Ja, einmal das mit dem Kinect, dann das mit dem Messer, dann die Szene, wo sie dann einen Ryan und einen Robbie sucht im Haus von der Katie und wo Katie in dem Haus drin ist. Das waren erst 4. Ja, du hast doch 4 gesagt. 5 habe ich gesagt, ich frage immer noch 5. Niemals da die noch 4 fragen. So ein Schwachsinn. Wie lange kennst du mich jetzt halt schon? Okay. Ich fand, ja, darf ich noch was auch creepy sagen? Sache sagen? Ja, wenn sie in diesem Wandschrank drin sind, die 2 Burschen und dieser drecksverreckte Robbie auf dem Wyatt malt, also dieser Kreis. Ja, das ist sowas, das finde ich bäh. Also, vor allem, dass man dann auch noch mal sieht, dieses Zeichen dann im Sandkasten und so, und dass er den Burm da oben und dann schon mit den Runen so vorbereitet und so, das fand ich so schleichend gruselig. Der Robbie allein ist doch schleichend gruselig. Boah. Ja, voll. So ist ein so richtig Arschkind. Ja, so richtig, genau. Ich find's so geil, wie es dann, wo es das dann zum ersten Mal aufnehmen mit Kinect, ihrem Vater sagen. Weil sie reden ja dann drüber, ja scheiße, was machen wir jetzt? Ja, das müssen wir jetzt deine Eltern sagen. Und dann sagen sie ihrem Vater das und der sagt, wow, das ist so toll, was ihr am Computer alles machen könnt. so richtige Boomer-Action, wie der Mike. Ja, richtig. Das finde ich mir allgemein ein bisschen bei den Activity-Teile mal kurz eingestrahlt, dass die das alles immer singen und aber teilweise immer trotzdem nicht so glauben wollen. Ja. Das finde ich immer ein bisschen so, Kim, du sagst doch jetzt genau diese Aufnahme, wo gerade irgendwas einfach durch die Luft fliegt. Das kann nicht normal sein. Da muss doch irgendwas, glaub halt jetzt einfach und sag, okay, manket man mal, aber nein. Ja. Leute, das mit dem Ding, beim 2. Teil mit dem Poolreiniger, der eindeutig ausgezogen wird und dann erklärt er das mit dem, dass er 1,5 Meter in den Heck geschossen wird, wenn er auf volle Pulle auftritt wird. Sag mal, dein Maul, das sind 2 Paar Schuhe, Vollidiot. Oder im ersten Teil mit dem Mehl, das er verstrahlt und dann sieht man eindeutig diese dämonischen Krallen, Fußabdrücke und so. Ja, war halt so, ne? Ich war sofort raus aus dem Scheiß. Die drohen wieder Schläge, aber warte schnell. Was, komm ran, Junge, komm ran! Bam! In einer Szene mit dem Kinect, wo es da so Späßchen reinläuft, haben wir sogar Rob Zombie, gell? Das Dracula. Ja, Dracula. Oder? Genau. Richtig geil. Ja, gute Nummer. Aber das war, glaube ich, also die Szene, die habe ich am meisten Gänsehaut gehabt beim 4er, wenn er links im Battlesee auf einmal bewegt. Ich glaube, dass links war oder so, aber die ganze Zeit ist das Ding so da und du wartest schon immer drauf und irgendwann dann kommt nicht so ein Schockmoment, sondern dann merkst du einfach, dass da was geht oder sich bewegt. Ja. Oder wenn der Wyatt runtergeht vor der Treppen und dann hinter ihm da dieses verzerrte andere Kind geht. Oh. Genau, da sieht man aber halt auch, okay, es hat irgendwie doch so menschliche Züge. Also es schaut ein bisschen aus wie ein Mensch. Also zumindest zu dem Zeitpunkt damals, wo der rausgekommen ist, haben ich halt zumindest sehr, sehr spannend gefunden, weil man halt da das erste Mal ein bisschen was von dem Toby ersickt. Das fand ich halt zumindest total spannend, neben der Tatsache, dass Catherine Newton mitspielt. Nimmt er da theoretisch auch wieder nur die Figur vom Kind an, oder? Ist er nicht seine wahre Form? Nein. Das sieht man dann jetzt in der Ghost Dimension, oder? Wenn dann der Schletz ist. Eieiei. Der Schletz. Der Schletz und Toni. Ja, aber wir sind noch nicht bei Ghost Dimension, wir sind jetzt erst nur bei dem grandiosen, also da muss man ja wirklich sagen, da haben sie ja die Spitze die Creme de la Creme der Found-Footage-Filme. Ja, also... Ja. Mir kann man aber dann schon zum Fünfer, was die da geritten hat. Und da frage ich mich, wieso ist die Marked Ones ein offizieller Teil und Tokyo Night, der wirklich grandios ist, der nicht. Also schämt euch. Wie schauen wir den an, der ist nicht grandios, dann staubt. Schlug ich die wie ein Facki. Für der Facki. Ich hab mir tatsächlich der Marked Ones heute erst angeschaut. Mhm. Kurz vor der Aufnahme eben noch, weil den habe ich mir irgendwie so bis zum Schluss aufgekommen und ich weiß schon, also da war ich raus bei Paranormal Activity nach dem. Den habe ich auch noch im Kino gesehen.
Und da habe ich gesagt, nein, also das ist einfach null, da war null gruselig, die Figuren sind alle beschissen. Die Szene, wenn sie da die Kamera oben lassen und dann die Nockere filmen, das wird, boah, Lecki, das ist so, das lächerliche Aufführen, weil da unten so eine Nocker da steht. Lass dran! Und immer wieder mit der Kamera. Den Bildschirm, ich sehe das Auto, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Oh. Ich hab voll den Ständer. Und die dauert so lang, die Szene, die dauert so endlos lang, das ist so. Genau, boah, oh Lecki, nein, so, Oma, komm nicht rein! Was schnell eskaliert alles. Es Wahnsinn. ist so lächerlich, es ist nicht lustig, es ist einfach nur beschissen nervig gewesen. Und so war irgendwie der ganze Film. Wir springen jetzt aber, glaube ich, wegen zweit. Ich habe nämlich auch noch ganz viel beim Sechser zum Schimpfen. Aber wir haben auch vorher noch Ghost Dimension. Das ist ja der Fünfer. Ja, der ist ja nach Ding gekommen, oder? Nach Markt Wands. Ja, der ist danach gekommen. Also, Marked Ones, ich war mega enttäuscht. Ich hab mir den selbstverständlich im Kino angeschaut, weil ich hab mir dann gedacht, boah, cool, der neue Paranormal Activity Teil, das, um mal Mike zu zitieren, wird man bestimmt die Eier rasieren. Ja, aber, das war einfach nix. Und vor allem, also ich springe jetzt schon sehr weit nach vorne. Ich möchte dir mal die Handlung groß erklären, weil es wirklich ein totaler Dreck ist. Am Ende dann, wo sie dann durch die anderen Teile so ein bisschen durchspringen, sie holen sie wirklich so Latinos mit Pumpguns und und Maschinengewehr, gell? Aha. Genau, und dann schießt der eine doch, glaube ich, erst in die Luft und dann auch eine von den Sektenmitgliedern weg. Ja, ein, zwei, meine schießt und wie das ausschaut. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Der Mika hat seine Freunde geholt und hat gesagt, so, jetzt gehen wir einer. Ja, das war, also der Mark Wands, der hat mich auch so genervt. Schrecklicher Film. Und da war ich wirklich überhaupt, also ich wüsste da jetzt nicht, ich glaube, eine gruselige Szene war da unterm Haus einmal, wenn dann dieser Dämon praktisch durch die Folie durchspringt auf ihm. Da hat sie mich mal gerissen. Und dann war noch das, wenn sie ihm doch dann die Eier über den Kopf fahren und da ist er doch dann weg und dann erscheint er mitten im Raum nochmal. Das war damals auch so, ja, okay, das ist nicht schlecht gewesen. Aber ansonsten hat der Film überhaupt nichts zu bieten gehabt, außer nervige Scheißausfiguren. Ja, das Gruseligste in dem Film ist das Simon Says-Spiel. Das Gruseligste in dem Film ist das Drehbuch, hätte ich gesagt. Oder dass auf einmal Gangster dabei haben, die im Drive-By in dem Haus vor der Oma umeinander schießen. Ja. Ja, genau. Voll die Action. Voll. Richtig die Action. Ja, gut, dass er dann auf alle Fälle da noch die Verknüpfung zum ersten Teil ja gehabt. Ja, aber das war doch auch aufgesetzt ohne Ende. Ja, das ist auch so ein Thema, da können wir uns dann danach vielleicht, wenn wir mal alle schnell kurz angerissen haben, mal schmerzen, weil das ist auch so ein Thema, was ich überhaupt nicht kapiere, was eigentlich von mir wollen. Ja, nicht nur zum ersten Teil. Zum ersten Teil und zum dritten Teil. Weil er ist ja dann in dem Haus von der Großmutter von Katie und Christy. Ja, und er ist doch auch, wo er in dem Haus die eine Tussi-Nudelmilch, wo er 800 Jahre braucht, bis er sein scheiß Kondom holt. Da ist er doch da auch in dem Keller unten, da ist er, glaube ich, das mit den Folien, mit diesen durchsichtigen, und da stehen die zwei Schwestern dann auch mal im Eckerl. Ja. Da hast du deine Verbindungen und dann genau das Haus noch und dann am Schluss dieser Zeitsprung, wo sie dann auf einmal in der Vergangenheit zurückreisen, glaube ich, und dann sind sie bei der Katie und beim Scheiß aus Mika in der Bude, wo ich dann zumindest die Genugtuung kriege, dass ich sage, dass der Mika angestochen wird. Nein, das war von hinten bis vorne, war das der Film wirklich ein Desaster. Ja. Das ist wirklich, der ist grausam gewesen. Und da hast du dann gleich gemerkt, dass das Paranormal Activity-Universum ziemlich ausgelutscht ist, weil der war dann der erste, der auch gerade noch, also der nicht einmal mehr 100 Millionen knackt hat insgesamt. Es ist halt echt schade, weißt du, sie haben da wirklich Potenzial gehabt, dass da was draus machen, aber ja. Es verliert sie ab dem Teil. Dieser Blödsinn mit den Art Superkräfte, wo es dann so ausschaut, wenn er Superkräfte hat. Und dann lässt er sich da so nach hinten fallen und so. Und dann haben wir noch gedacht, der nervige Kameratyp da, der wo da bei dieser Szene mit der Kamera, die nach unten lassen wird, da so eskaliert. Ja, und der hoffentlich fährst du jetzt auf dein Maul, du Vollidiot. Und Gott sei Dank liegt es noch dann voll hin. Da habe ich dann lachen müssen. Aber wir haben nichts Gutes vergund. Gar nichts. Gut. Nein. Dann sind wir ja jetzt endlich bei The Ghost Dimension. Wir haben ja schon mehrere Sachen drüber erzählt, und zwar, dass die Schokolade mit Drogen drin essen. Super toll, wirklich. Richtig gut. Ja, richtig gut. Und auch, dass man da so den Guards von Tobi so als erstes Mal sieht. Ja. Weil endlich haben wir einen Teil mit 3D. Darauf haben wir gewartet, oder? War der Grund, warum ich nochmal ins Kino gegangen bin. Ach, war der in 3D im Kino, oder was? Ja, genau. Das habe ich gar nicht mehr gewusst schon, ja.
Und da habe ich nämlich damals gesagt, tut mir leid, bei allem was recht ist, der 3D-Hype schön und gut, aber das ist so bescheuert, dass ich einen Found-Footage-Film in 3D rausbringe, da gehe ich nicht mehr ins Kino und ich gehe ja wirklich bei jedem Scheißdreck ins Kino. Aber da, also das fand ich so brunzblöd, dass ich gesagt habe, nein, da bin ich raus. Kann ich voll verstehen. Und nachdem ich habe jetzt erst zu der Vorbereitung von diesem Podcast habe ich zum ersten Mal Ghost Dimension gesehen. Ah, okay. Weil ich bis dahin wegbockt habe und ich habe mir gedacht, ja, war gar nicht so schlimm, dass du nicht ins Kino gegangen bist. Ja, und, aber was sagst du jetzt? Hat der die restlichen Teile schön ergänzt? Also er war jetzt wieder besser als der Marktwanz, das war aber nicht schwer. Er hat ein paar coole Elemente, aber ich fand das dann alles, also das war mir dann alles jetzt blöd mit der Superkamera, die da dieses übernatürliche Zeiger aufnehmen kann, dass der Toby da dann überall immer so als Schlätz dargestellt wird, das fand ich irgendwie so, ja, so faul einfach nur. Das war so, ja, machen wir halt einfach irgendeinen schwarzen Letten, da hätte man irgendwas Cooles draus machen können. Wobei ich aber sagen muss, wo er dann da so in dem Kinderzimmer ist und kommt da vom Boden so raus und Ding. Das fand ich dann schon creepy, wenn die andere ins Zimmer kommt und sagt man ja im Endeffekt nicht. Da haben wir schon gedacht, 100 Mal schon gesehen, dass irgendeine Entität einfach nur als schwarzer Rauch, als schwarzer Schleim oder sonst was dargestellt worden ist. Also da geht man halt einfach ein bisschen so die Kreativität, ob die zum Beispiel den ersten Teil oder die ersten Teile ausmacht. Das war dann irgendwie so nach Schema F, Gruselfilm Schema F gemacht. Das sind wir doch schon wieder so weit, weil man im ersten Teil ja eigentlich gar nichts gesehen hat. Und da war es halt noch gruselig. Und da sagen sie halt schon wieder so viel und schmieren da so viel aufs Brot, dass du eigentlich deiner Fantasie auch nichts mehr überlassen kannst. Genau. Und da kannst du eigentlich nur enttäuscht werden. Und es ist ja dann nicht mehr wirklich gruselig. Ja, und halt dann auch die Optik von dem Toby, weil man sagt ja dann immer wieder mal ein bisschen. Und das Ding war, das ist so einfallslos einfach. Das ist null gruselig, das ist einfallslos, war einfach langweilig. Ja. War jetzt also ich muss auch sagen, es baut sie bei mir da, wir haben jetzt glaube ich 3 Mal insgesamt gesehen, kein einziges Mal irgendein Gruselfaktor auf. Mir ist das ein bisschen wurscht, ob das jetzt in 3D unbedingt gemacht worden ist oder nicht. Ja, jetzt daheim ist wurscht, weil du schaust noch nicht in 3D. Ja, sowieso. War jetzt damals nur so eine Anekdote fürs Kino von mir. Entschuldigung. Aber das Gruselige war halt in den vergangenen Teilen immer so ein bisschen dieses, ich sehe den ja nie richtig und ich weiß nicht genau, was da los ist. Und das ist halt bei The Ghost Dimension so schnell schon da und dann zum anderen, zum Schluss aussehen, so extrem deutlich. Das nimmt tatsächlich den Grusel von Paranormal Activity. Voll. Das ist ja schon fast Supernatural-mäßig, wenn es dann da dieses Pentagramm am Boden hinein und dann der Toby da reinspringt und dann das Laken drüber und Ding, das ist, wo er dann kurz in diesem Bandkreis da gefangen ist und so. Und man dachte, jetzt machen wir uns das mit Winchesters. Der Gott noch Salzkreis ab. Ja, einer stirbt doch dann auch direkt durch so eine Dämonenkralle, wo ich mir dann auch nicht, echt jetzt? Ja, das ist der Ding, der Priester, oder? Nein, der Bruder. Nein, jetzt pass auf, der Priester wird weggezogen, der Dämon fährt dann in die Skylar, in die Blonde, die kotzt dann irgendwie so Dämonensäure auf den Bruder auf und dann meine ich, was ist, oder? Nein, und sie laufen doch dann hoch, weil sie ins Kinderzimmer wollen. Ja. Und dann muss der Vater gewesen sein. Dann filmt genau. sie selbstverständlich, wenn man nach vorn rennt ins Kinderzimmer, filmt man dann wieder nach hinten. Macht jeder so. Ja, schauen, wo der Papp ist. Genau, und genau dann kommt von hinten eine Dämonenhand, Faust, keine Ahnung. Genau, die Hände hat ihm durch den Brustkorb rein. Da habe ich mir echt gedacht, ohne Scheiß, wirklich, wow. Ja, und ich habe noch so eine Szene, bei der sie bei mir ein wenig ein Grusel eingestellt hätte, wäre gewesen, wo sie sich die alten Aufnahmen anschauen, von Teil 3 praktisch zum Beispiel. Wo dann die Katie, glaube ich, war oder was die Kirsty, ich weiß nicht mehr, die dann sagen muss, was sie gerade sagt und dann erzählt sie 1988, dass sie praktisch den Raum sagt, wo die 2 Brüder gerade drinnen sind und sie die Videos anschauen. Ja, Gesundheit. Und das war so, ich habe gedacht, das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht, cool und ist gruselig und dann ist das Kind da und nierst und dann sagt sie in dem Video Gesundheit. Genau. Und ich dachte, das war einfach, das war wirklich so total, wo ich sage, das ist so fetzfrei gewesen, das hat sich komplett rausgenommen. Schon, oder? Ja, das Gesundheit war so dumm, das war so deplatziert, wenn sie einfach so lassen hätten, ich sehe viel Fernseher, es sind 2 Männer da,
Brüder, da haben wir wieder gedacht, ja, okay, die Info, die hätten wir jetzt vielleicht nicht braucht, weil man hat es also auch schon gewusst, was du sagst. Und sie sagt einfach nur diese Erklärung, was sie da gerade sagt, dass man weiß, oh krass, die sagt jetzt schon das, diese Situation. Und dann, das sind Brüder, und Gesundheit, weil es deren Leute jetzt gerade knirst und gerade schön ist, aber halt doch jetzt dein Maul wieder drin. Gerade schön ist. Ja, komm ja auch jetzt hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wir haben 2-3 Mal zurückgespult und haben uns angehört, was der Pfarrer sagt. Der Pfarrer sagt, dass der Hunter quasi am 6. Juni 2005 geboren ist. Und dann sagt er, also der 6. Und dann ist aber 2005 und er sagt dann, ja, das ist die unheilige Zahl 666. Und dann, warum? Also, wenn jetzt das der 6. Juni 2006 gewesen war, hätte ich gesagt, okay, 6.6.2006. Nein, erklär. Du ziehst das Jahr 2000 ja mit. Ach, im Jahr 2005 zählt der quasi das Jahr 2006 oder was? Weil genau, man in dem Jahr, Mitte Jahr vom Jahr 2005 ist. Ja. Okay. Ich habe schon so abgeschalten gehabt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Doch. Es ist auf jeden Fall besser wie die Marked Ones, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auf jeden Fall. Ja, easy peasy. Aber das war nicht schwer. Aber diese Dreckstür dann. Die Dreckstür, der komplette Dreckschluss da mit den Beinen und was weiß ich. Ich finde, dass der Toby dann Fleisch wird im Endeffekt. Dadurch hat halt Ghost Dimension das einfach komplett zerstört. Und ich mir denke, hätte jetzt einfach nur mal so ein Teil wie halt zwischen 1 und 3 oder 1 und 4 halt dann noch gemacht, wo er einfach nur einmal kommt, eine Familie tyrannisiert und dann treibt's ihn aus und man weiß dann nicht so richtig, ist es jetzt wirklich Goa? Das wäre geil gewesen. Das wäre wirklich cool gewesen, aber so dieses, so jetzt hat er es geschafft. Habt ihr das alternative Ende auch gesehen? Na. Weil es gibt ja auf der Blu-ray so ein alternatives Ende, jetzt pass auf, ob es noch richtig gehen kann, das ist dann, da schaffen sie es vermeintlich, bei dieser Exorzismus, der funktioniert. Die überleben das dann alles, dann ziehen sie wieder um und dann stehen auf einmal die 2 Geschwister wieder da, die Katie und die Kirsty. Die sind dann auf einmal in der jetzigen Zeit da und dann ist, glaube ich, irgendein Geburtstagsfestel gewesen und dann ist ja dieser langzoderte Typ da, der dann die lila Inteno hebt, also dann sind irgendwie sie sind dann alle auf den Haufen auf einmal. Irgendwie so war das. Alle im selben Jahr, die verschiedenen Zeitebenen, alle beieinander. Anscheinend, ja. Ganz komisch gewesen. Also, ich wüsste nicht, welches Ende das jetzt besser finde. Okay. War auf jeden Fall sehr enttäuscht, weil für das, dass er wirklich so gerade die ersten 3 Teile oder halt für mich die ersten 4 da so losgelegt haben und ich mir gedacht habe, boah, da kann man echt eine geile Story daraus machen. Und wir haben ja erst neulich über den eigentlichen Dämonen ja geredet. Auf der Gerät haben wir geguckt. auf der Gerät. Weil da schlage ich jetzt schon mal zu The Next Kin auch noch am Bogen. Next of Kin, gell? Der Asmodeus, über den haben wir ja erst vor kurzem in The Pope's Exorcist geredet. Ja, richtig. Und war mir gar nicht so klar, dass das ja eigentlich der Toby ist. Ist er das? Ich weiß nicht. Nein, das ist jetzt eine komplett neue Storyline, Junge. Das hat jetzt mit Toby nichts mehr zu tun. Also, was ich auch gelesen habe, hat es geheißen, das soll ja komplett losgelöstes Spin-off sein. Das ist aber okay, was ist dann der Toby? Ja, irgendein anderer Dämon, den der Hexenzirkel da beschwert. 2.0. Also vielleicht kommt ja wirklich nur so Überleitung, aber der spielt ja auch jetzt, der Next of Kin spielt doch jetzt auch zur aktuellen Zeit, oder? Da möchte ich dann nur mal ganz kurz auf Wikipedia wieder mal verweisen. Also der Toby wird aufgeführt als Asmodeus für alle Teile in der Wikipedia-Seiten von Paranormal Activity. Okay. Macht zwar gar keinen Sinn, wenn es da die Storyline oder dieses Ding... Doch, es beruht auf Book of Tobit. Daher kommt Toby. Aber wenn du bis jetzt anschaust, was da alles war in die vorherigen Filme, macht dir das gar keinen Sinn, wenn die seit Jahrhunderten da diese Sekte in Next of Kin immer eine Frau sich halten im Keller, die quasi den Dämon in sich halten soll. Also das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Ich behaupte nicht, dass die unbedingt zusammenkehren, aber für mich macht das halt zumindest Sinn mit Toby und Book of Tobit. Warum nicht? Ja, das macht auf alle Fälle Sinn, ja. Aber jetzt halt bei dem Next of Kin bin mir jetzt eben auch nicht sicher, ob das der gleiche jetzt sein soll oder nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe da jetzt bei den Büchern, die so durchbladeln, da habe ich auch, immer nicht genau gesehen, ob da jetzt einmal irgendwo ein Name Asmodeus gestanden ist, oder? Also bei The Next Kin wird es ja genau mit dem dann begründet und wie schon gesagt, ich bin jetzt auch, sonst hätte ich es ja nicht angesprochen, da durch Zufall draufgekommen habe und gedacht, ach so, ja, da steht sogar komplett der Verweis mit drauf mit Book of Tobit und so und deswegen heißt der Toby, ja, macht Sinn. Mhm. Ich habe jetzt da eben auch, da gibt es so Paranormal Activity Wikipedia direkt, gibt es auch diese Fandom-Seiten. Ja. Und da heißt es eben, dass zum Beispiel heißt jetzt auch, dass Tobys True Name of Asmodeus nur im Paranormal Activity Next of Kin einmal genannt wird, aber da das bisher ja eigentlich als eigenständiger Film ist, glaube ich, ist jetzt das da einfach eingeschrieben. Weil das ist ja auch wieder von irgendwelchen Hans Wursten, die sie da spielen. Auf jeden Fall kennt man bei dem Film noch die Corona-Zeit, die Entstehungszeit, weil sie am Anfang alle mit der Maske runterlaufen, ne? Mhm. Und ich fand aber den jetzt wieder erfrischend besser. Ich habe ihn beim ersten Mal anschauen, ich hab ihn in die Rolex schon mit dabei gehabt, war jetzt nicht so begeistert. Ich habe durch das, dass ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, hat er mir jetzt um einiges besser gefallen. Also braucht zwar recht lang, bis er in Schwung kommt, aber dieses mega fette Finale hat mir sehr gut gefallen. Und auch dieses ganze Sekten-Amish-Ding da, das war schon fast so Midsommar-Vibes im Schnee hat, fand ich super. Immer so bedrohlich, weil alle eigentlich auch wieder lauter Arschlöcher sind. Dann dieses gruselige Abendessen. Ja. Einfach nur mit Kerzenbeleuchtung und ist alles so bedrohlich und diese Kameraeinstellungen. Ja, vor allem wir hauen so umeinander mit der Faust wie die Geistesgestörten. Und im Originalen ja dann immer mit diesen deutschen Verweisen, das ist ja wirklich sehr gruselig dann auch hört. Ja. Finde ich auch super. Das mit der Kirche und dem ganzen Drum und Dran. Also man muss schon sagen, The Next Kin legt da richtig geile Ideen auf. Halt irgendwie schlampig umgesetzt. Ja. Weil dieses Thema, dieses Loch im Boden und dann das seit Jahrhunderten, dass die da diesen Dämon bewachen und immer schauen, dass man den weitergibt in einen anderen weiblichen Körper und so. Das finde ich cool, wenn das so eine langwierige Mythologie ist und die da eigentlich die ganze Zeit am Aufpassen sind und so. Sie haben sich schon was dabei gedacht. Auch diese Drohnenshots teilweise, wenn man dann einmal was von oben sagt und so, dass man überhaupt einmal sagt, wo man da überhaupt am Arsch der Welt ist und dass man überhaupt nicht irgendwie aus kann. Also so im Großen und Ganzen hat er schon sehr gute Elemente mit dabei. Hätte ich auch gesagt, vor allem nach den enttäuschenden der Marktwands und Ghost Dimension war das wieder. Absolut. Aber doch da, vor allem ich jetzt also als Found-Footage-Segler. Segler? Segler. Ja, wo segelt ihr? Ich segelt das immer. War er auch jetzt wieder sehr positiv eingestimmt. Vor allem, weil halt auch das nicht so übertrieben ist mit der Romanantwackelei bei dem Film, finde ich. Ja. Das ist allgemein auch jetzt bei den Paranormal Activities also gewesen, wenn es dann einmal mit der Handkamera rumlaufen, dann ist nie so übertrieben umeinander gewackelt, wie es in einem Großteil von den Found-Footage-Dinger ist, dass du überhaupt nichts mehr siehst, sondern da wird schon noch irgendwie... Wie bei VHS, wenn die Kamera auf dem Hund ist, oder? Ja, genau. Super. Aber da wird zumindest ein bisschen drauf Wert gelegt, dass man ein wenig was sagt. Das Einzige, was mich genervt hat, war unten in dem Loch, wo du gesagt hast, wenn sie dann am Schluss der Dämon dann losreißen kann, wenn er auf uns zugrabt und kurz bevor man ihn richtig gesehen hat, dann dreht er sich weg. Ja, voll Idiot, dieses scheiß Frame hätte man sich noch drin lassen können, weil es sehen, wie der ausschaut, weil der hätte mich schon richtig gründlich ausgeschaut, das Ding. Es war finde ich, der blutigste Film von alle. Also da haben ein paar richtig krasse Sachen dabei. Das ist eigentlich so ziemlich der einzige, wo wirklich Blut dabei war, oder? Ja, richtig. Weil die anderen, die sind ja immer, bis auf das, da gibt's ja auch noch dieses, jetzt pass auf, ja genau, bei der Marktwands, da sticht's halt auf einem Ei, aber das sagt man auch nicht wirklich. Nur, dass sie dann am Shirt Blut hat. Ansonsten sind die alle ziemlich unblutig. Und dann, wo sie im Next of Kin quasi so diesen Kameramove einführen, dass man da diese Ultra-Zeitlupe hat, dass man dann Sachen sieht, die das menschliche Auge so gar nicht wahrnehmen darf. Und dann siehst du, wie es dem coolen Typen da, der eigentlich so ist wie der Specs, glaube ich, bei Insidious, der Porter quasi, wenn er dem dann den Kiefer dann so in Zeitlupe dann da aus dem Kopf rausreißt. Ja, das war super. Cool. Gerade da Ding, das ist ja Found Footage. Das hat ja irgendjemand gefunden und hat dieses Material dann aufbereitet, sagen wir jetzt mal. Wer hat sich dann gedacht, wow, geil, oder den Typ reißt den Kiefer aus, das lassen wir in Zeitlupe laufen. Nein, da hat er ja einmal, glaube ich, erklärt, dass das ja so ein Effekt ist. Das ist ein Effekt, ja. Aber du musst den Effekt dann auch aktivieren, oder? Danach. Ja, an der Kamera. Und wer macht das? Wer macht das in der Situation? Ja, eben, das ist ja genau... Draufgefallen auf dem Trigger. Ja. Also Zufall meinst. Wir immer die Podcasts aufnehmen, vorher auf dem Laptop oder von mir läuft es, ist halt da und wir nehmen auf. Ja, halt doch der Maul.
Also insgesamt finde ich schon, ist er unterhaltsam, aber sagen wir mal, um den jetzt in den, ich nenne es jetzt mal Kanon irgendwie da mit einzureihen, ist es viel zu viel. Und ja, das hast du vorher gemacht, gell? Er möchte halt einfach zu schnell zu viel. Gerade so ab der Mitte vom Film, und das nervt. Keine Ahnung, gerade dann, wenn sie sagen, wir müssen sie irgendwie ablenken, wie machen wir das denn? Und dann setzen sie den einer Deppen aufs Pferd und hoffen einfach, dass der Samuel die ganze Zeit dem Typen hinterher rennt, was er angeblich dann auch tut. Also, bitte. Nein. Ja. Aber gut, wenn man nach Logik in Horrorfilmen sucht, gell, dann sollte vielleicht eher mal Klappen halten. Ja, hat aber helfen müssen. Der fällt ja gerade vom Viertel, tut sich weh. Ja. Ganz klar. So, interessiert euch nur Tokyo Night? Ja, erzähl mal kurz. Hau noch was raus. Tokyo Night spielt wieder erwartens in Tokio. Und wie heißt sie gleich wieder? Ich glaube, sie heißt Haruka, kommt nach einer USA-Reise zu ihrer Familie zurück, und zwar zum Koichi und zu ihrem Bab. Und ihr Bab, der ist ständig auf Geschäftsreise und ist halt dann weg, und der Koichi kümmert sich um seine Schwester, weil in den USA ist sie nämlich angefahren worden und kommt mit einem gebrochenen Bein nach Hause. Also sie kann sich nur im Rollstuhl bewegen. Innerhalb vom Film hört man dann irgendwann, sie ist von einer Verrückten angefahren worden, die anscheinend ihren Freund umgebracht hat. Also das heißt, es ist die Verbindung zur Katie. Der Toby ist praktisch mit nach Hause gekommen und es passieren seltsame Dinge. Der Koichi denkt sich, okay, weil er sie gerne mit einer Kamera spielt, ich filme das jetzt mal lieber, und vor allem, sie kann sie ja nicht bewegen, und das ist halt mega scheiß gruselig. Du siehst halt, wie sie da alles Mögliche dann bewegt, und irgendwann, wo dann das Finale dann kommt und sie praktisch eine mit gebrochenen Beinen, knacksend und wirklich, du hörst praktisch, wie die Knochen brechen, sich da durch das Haus bewegt und die Koichi jagt, und leck. Scheiße, nur wenn ich da so denke, dann beißt mir überall. Geiler Film, ohne Scheiß. Ich hätte es sofort unterschrieben, wenn es zum offiziellen Kanon dazu gehört. Ich finde den brutal gut. Also, ich finde den sehr, sehr würdig in Richtung erster Teil. Okay, muss man doch mal anschauen, weil ich hab den immer so als billigen asiatischen Abklatsch da. So Asylum-mäßig. Ich hab den ganz oft stehen gesehen im Regal und hab mir gedacht, wow, cool. Und dann hab ich gedacht, das ist jetzt sicher, die wollen jetzt gerade schon auf der Welle mitschwimmen, das interessiert mich jetzt gar nicht, den lasse ich stehen. Ja. Ich habe jetzt in der Vorbereitung erst gelesen, dass der Oren Peli da beim Drehbuch mit dabei war, und jetzt du sagst, dass er so diese kleine Verknüpfung hat, dann gebe ich ihm doch einmal die Chance. Also ich sehe den als Hommage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich eher die Liebeserklärung aus Japan in Richtung Paranormal Activity. Der ist ja zeitgleich zum 2. erschienen, gell? Die sind beide 2010 erschienen. Wow, so frei. Kruzifix. Also super, ich liebe den Teil, der ist wirklich sehr, sehr gut. Okay. Wie die Partei, die ist auch sehr gut. Kommt auf die Liste. Gut. So, aber wenn es stimmt, dann schlagen wir die. Vollgas. Mit nichts anderem habe ich gerechnet. Einer Haltner und der andere. Ich schluckt ins Krankenhaus. Ja. Danke, Mike, ja. Wenn er mord, dann machen wir das. Ich muss jetzt auf alle Fälle immer eine Frage stellen, weil ich das bei dem Film wenn ich kapiere, bei Teil 4, wie kommt denn der Hunter zu der Familie, wenn die Katie mit dem damals abgehauen ist? Und wer ist dann der neue Psychobur? Das kapiere ich einfach nicht. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Robbie ist eigentlich der Hunter. Hätte ich auch gemacht, genau, weil gerade für das Ding nochmal, also in Paranormal Activity 2 kommt ja dann die Katie ins Haus von der Kirsty, bringt alle um und zieht den Hunter ab. Und dann sind sie fort und waren nie wieder gesehen. Ging's da nicht auf einmal dann doch irgendwie auch um Alex? Wer ist denn Alex? Da gibt's doch dann Catherine Newton. Da geht's doch dann einmal darum, dass du irgendwie hörst, ja, der Dämon braucht irgendwie eine Unbefleckte. Ja, genau. Also praktisch eine Jungfrau. Und dann diskutieren sie ja noch, ob er ihr schnell helfen soll, dass sie praktisch befleckt ist. Fand ich auch sehr, sehr charmant. Ja, aber da musst du, da geht es dann pragmatisch muss da dran sein. Ja, schon. Und wer weiß, ob der weiht, ob der eine Jungfrau war, weißt du, hat er das auch schon gehabt. Das stimmt. Was? Das stimmt? Ja, eben. Und wenn dann seine Leute wieder Mike in der Nacht sind, wie wir bei Teil 3 gehört haben, was da sein Jagdschema ist, dann wird es gefällig. Schwein.
Nein, aber es ist ja so, also die Katie haut nach Teil 2 mit dem Hunter ab. Ja. Dann heißt, sie wird nie wieder gesehen. Dann ziehen sie bei Teil 4 bei den Nachbarn ein. Der gruselige Robbie rennt da die ganze Zeit umeinander. Und auf einmal ist aber der Bub, den sie, die Familie von der Alex adoptiert hat, der Wyatt, der war jetzt auf einmal der Hunter. Wann hat sie den in Babyklappen eingeschmissen? Wann ist denn jetzt blöd worden? Verstehe ich nicht. Und warum mag ich das dann, damit den wieder zurückholen muss? Das hätte man ein bisschen erklären können. Ja, okay, jetzt pass auf. Der Wyatt oder der Hunter, der taucht ja dann in die Ghost-Dimension nochmal auf. Und ich glaube, da thematisieren sie ja kurz, dass der gewisses Alter braucht. Und wahrscheinlich hat Katie sich einfach nur gedacht, ja gut, ich bin besessen, wie blöd. Ich habe doch da keinen Bock, dass ich mich da um den Typen die ganze Zeit kümmere. Also schiebe ich ihn ab zu irgendeiner anderen Familie und ziehe in die Nähe hin. Bis er genug ist praktisch. Wahrscheinlich hat er sich das gedacht, ich bin besessen, wie blöd. Ja, genau. Ich hab meine eigenen Probleme, da muss man sich um den Deppen auch noch kümmern. Hau bloß ab, ey. Vollidiot. Wahnsinn, ich flippe aus. Also ich find's super. Das frage ich mich die ganzen, seit dem ersten Mal sehen, habe ich mir gedacht, warum? Ich verstehe das nicht. Wo ist da der Sinn dahinter? Außer das, dass sie besessen wie blöd ist. Aber was macht das jetzt gerade für einen Sinn, dass nicht der Robbie einfach vor Haus aus der Hand die Geschichte, das ist irgendwie, ich finde allgemein in sich ist dann so dieser übergreifende rote Faden nicht so schlüssig in sich, die ganze Sache. Ja. Das hat der Oren Peli bestimmt anders geplant, ja. Ja, wahrscheinlich. Also, ich glaube, wenn man die ersten 3 gesehen hat, dann meine ich, hat man es gesehen. Also, ich glaube, dass das dann geschickter ist. Also, ich kann jetzt mit einer Trilogie könnt ihr jetzt leben, wenn man dann sagt, es ist dann so, dass die Katie den Hunter mitgenommen hat, fertig, aus Äpfel, Amen. Das andere ist gerade noch so eine Dreingabe. Dann interessiert es mich jetzt schon. Also, dann mach mal du dein Ranking. Was darfst du jetzt sagen, so von der Reihenfolge her? Okay. Also zuerst mal mir die sagen, Corby, war super Sache, dass du das rausgesucht hast und ich habe wirklich Spaß gehabt beim Schauen, ich habe das ewig nicht mehr gesehen und die Paranormal Activity Filme sind wirklich so ein cooles Wimmelbild des Horrorfilms. In einer Tour am Bettel irgendwas suchen, dass sie irgendwas bewegt und hat wirklich Spaß gemacht beim Schauen. Und ich habe jetzt folgende Liste. Teil 1 ist 1, dann Teil 3 auf der 2, Teil 2 auf der 3, dann Next of Kin, dann Paranormal Activity 4, dann Ghost Dimension und als letztes Marked Ones. Das ist mein Ranking. Aber ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. 1:1 das gleiche wie bei Mike. 1:1. Bravo. Ja. Guter Mann. Ja, okay. Also bei mir ist Paranormal Activity 2 ist auf Platz 1. Dann kommt der erste, dann kommt der vierte, dann kommt der dritte, dann kommt Next of Kin, Ghost Dimension und dann die Marked Ones. Ich weiß nicht, was der Markt uns hat, aber irgendwie ist der nicht gut. Ja, nix hat er halt einfach. Das ist sein Problem. Er hat einfach nix. Außer nervige Mexikaner, die ganze Zeit ausflippen, weil sie das erste Mal in ihrem Leben Titten singen. Das war so bei Blue Beetle, die waren auch so nervig. Das war also eine Mexikaner-Familie. Ja, das war grausam. Aber wie dann alles eskaliert, so dass Oma auch noch reingekommen ist. Mein Gott, meine Herrschaften. Ja, und dann kommt die Dicke nur ins Beitel, dann heißt es, er kann nie mehr einen Ständer kriegen. Halt doch dein Maul, du sollst nie mehr einen Ständer kriegen. Ja, genau. Der Opfer in sein, der Vollidiot. Ja, auf der Stelle und verspeisen sollst du müssen. Selber, ja, genau. Du bist zu schwach. Ja. Eskaliert ist ja auch das Budget, beziehungsweise nicht das Budget, sondern das Boxoffice bei denen. Ich muss sagen, die ganzen Filme, Next of Kin ist jetzt nicht ausgenommen, weil der ist ja dann gar nicht im Kino gelaufen, meine ich. Der war dann nur, war nur Streaming, oder? Auf Paramount Plus, genau. Aber die ersten 5 Teile, inklusive Spin-off, der Marked Ones, waren ja bei knappe 30 Millionen Budget und haben insgesamt 890 Millionen eingespielt. Wahnsinn. Also, das ist auf alle Fälle, weil wenn's da, man hat ja dann gemerkt, der erste war so, jetzt bleiben wir mal bei den 15.000, ohne diese Reshots, der dann mit 200 Millionen. Der zweite hat dann 3 Millionen Budget schon gehabt und hat auch wieder 180 Millionen eingespielt. Der dritte und vierte haben 5 Millionen Budget gehabt. Der dritte war der mit 207 Millionen, jetzt mal rein auf Box Office, der erfolgreichste. Und der vierte war dann schon bei 140 Millionen, also sind gleich mal 60 wieder gefallen. Marktwands ist er dann schon unter die 100 Millionen gefallen, hat gerade noch 90,9 gespielt und Ghost Dimension gerade noch knappe 80. Und Wahnsinn. Der hat aber 10 Millionen Budget gehabt. Da war dann langsam Ende. Jo. Da war dann langsam Ende. Aber das sind trotzdem, wenn du sagst, 30 Millionen investiert, dann rechnest du das Doppelte, vielleicht gehst du auf 100 Millionen und dann hast du trotzdem immer nur 890 Millionen eingespielt. Das ist, da hat der Blumhouse schon, der Jason Blum schon den richtigen Riecher gehabt. Absolut.
Im Gegensatz zu Blair Witch Project damals. Der braucht jetzt auf alle Fälle das Geld. Hoffentlich hat er das zurückgelegt wegen die Rechte vom Exorzist. Vielleicht kann er das ein bisschen abstottern. Habt ihr denn irgendwas in die Richtung gehört, dass da irgendwann mal auch nochmal weitergeht? Nein, ich habe jetzt da nichts mehr gelesen, wie es nach Next of Kin weitergehen soll, aber man hat sich bei Next of Kin das Hintertürchen offen lassen, dass es weitergehen kann. Theoretisch schon. Habt ihr eigentlich damals das alternative Ende vom ersten Paranormal Activity dann gesehen? Die zwei gibt's, oder? Vom ersten. Ich weiß, also auf der Blu-ray war jetzt nur eins. Da war noch eins, das, wo sich Katie dann die Gurgel durchschneidet selber. Genau, weil in der Kinofassung ist ja, dass der Miko dann eingeschmissen wird und sie kommt und grinst dann mit der Dämonenfresse kurz ins Beutel. Ja. Ja, genau. Und das alternative Ende, was auf der Blu-ray jetzt noch drauf war, ist das, dass unten das Geschrei hat und dann kommt sie allein auf, schaut in die Kamera und schneidet sie selber die Gurgel auf. Ja. Genau. Und was war das zweite? Also ich kenne nur die zwei Enden. Also ich kenne auch nur die zwei. Der Mike erzählt Scheiße. Sie legen sich einfach wieder ins Bett und schlafen. Sie wacht irgendwann auf und sagt, oh, da hab ich einen Scheißdreck geträumt. Ja, liegt wieder hier mit dem Maul, sagt der Miko. Das war das Geilste, wenn du wirklich so einen depperten Traum berufst. Das war der Wahnsinn. So richtig geil billig. Das ist wie bei dem alternativen Ende von Breaking Bad. Ja, genau. Das eigentlich ein Traum war von Malcolm mittendrin. Aber da gibt es noch eins mit Polizisten, die das Haus stürmen und dann geht die fordern auf Katie, das Messer fallen zu lassen. Und in Notwehr schießen die Polizisten dann die Katie. Da muss ich mal nur mit Blu-ray einschmeißen, warum das da nicht drauf war. Alternative Enden. Es gibt ein ursprünglich vorgesehenes Ende, ein neu geschriebenes Ende und ein alternatives Paramount-Ende. 3 Stück gibt's. Ah, okay. Muss ich noch mal reingucken. Das ist ja allgemein, ich habe es auf Blu-ray alle angeschaut und habe mir dann einmal ein bisschen durchgeklickt durch die vermeintlichen Extras, die einfach nur immer aus zusätzlich entfernten Szenen bestehen. Und ja, ich habe halt zu alle, was es gegeben hat, immer die Extended Version angeschaut. Und also da kann ich auch getrost an jedem sagen, schenkt es euch, bleibt immer bei der Kinofassung. Ja. Die Kinofassungen sind wirklich auf das Nötige zusammengeschnitten, sodass diese Filme auch nicht zu lang werden. Und das Bonusmaterial kannst du auch komplett in die Tonne treten. Das sind auch nur völlig unnötige Szenen, die es nicht einmal mehr in den Extended Cut geschafft haben. Das ist das war, glaube ich, die sinnloseste Zeit, die ich jemals für die Vorbereitung braucht habe. Was ist denn der Unterschied bei Extended Cuts? Sind dann einfach die Kamerafahrten länger oder was? Allgemein sind vielleicht noch mal ein paar Gruselszenen mehr oder in Anführungszeichen Gruselszenen, weil da ist nichts dabei, das irgendwie mehr der Grusel entfacht hat. Vielleicht ein paar Dialogszenen mehr. Sind zwar schon teilweise, glaube ich, bis zu zwischen 5 und 10 Minuten mehr Material, aber wie gesagt, am Ende des Tages sind die Kinofassungen wirklich die sehenswerteren Fassungen für alle. Und das schreibt sich auch dahinter, wenn ihr euch einen Rob-Zombie-Film anschaut, bitte. Da ist nämlich immer dasselbe. Immer. Das stimmt auch wieder, ja. Ja, gut. Spontan Halloween-Remake. Ja, schrecklich. Ja gut, also ich glaube, was uns schon auch noch interessiert ist, weil wir sind ein Eier-Ranking. Also ihr müsst den unbedingt alle hier schreiben für uns. Also Conny sagt alle, ich sag die ersten 3 reichen auch. Hau ab, jetzt alle lesen. Wenn dann alle. Wenn einer gerade 3 schreibt, lösche den Kommentar. Und wie ist es euch gegangen? Welchen Teil habt ihr das erste Mal gesehen? Wie ging es euch dabei? Habt ihr seelenruhig dann schlafen können und habt euch wie immer halt auch neben das Bett gestellt von einem Partner und habt es stundenlang angeschaut in der Nacht? Ja. Völlig normal. Oder sagt ihr Paranormal Activity, hä? Kennst du es heute nach unserer Folge noch seelenruhig schlafen, weil unsere Stimmen sind auch nicht unbedingt ungruselig. Und es ist ja übrigens auch Halloween, gell? Also, heute wird es sowieso gruselig. Wenn man gespannt wird, weil ich noch schlafen kann. Ja, gut. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Schön, Mike, dass du dich extra bedankt hast. Das gefällt mir natürlich. Kani hat mir schon gesagt, mein Gott, schon wieder eine Idee von Corby. Fix jetzt. Mir dankt übrigens keiner, als ich gesagt habe, hey, machen wir vielleicht wieder Halloween-Special, weil wenn ich das nicht in den Raum geschmissen hätte, hätte man gar keins gemacht. Jetzt war voll Idioten. Dankt sich auf der Stelle bei mir. Nein, Halloween wäre so oder so kämen. Kotzt mich so richtig alles zu Vollidioten. Da recken sie sich gegenseitig schon wieder einen Damm, obwohl ich derjenige war, der gesagt hat, hey Leute, wir sollten vielleicht ein Halloween-Special machen, wie jedes Jahr. Also, ja, der Kani kann es nicht lassen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, dann muss er sofort muss er die Stimme erheben und daher... Die Welt ist voller Ungerechtigkeit und jede kleine Ungerechtigkeit, die ich bekämpfen kann, die bekämpfe ich. Ja, wieder Superheld. Kani,
stellvertretend unsere Hörerschaft inklusive dem Land Spanien und Portugal möchten uns bei dir bedanken für diese grandiose Idee, ein Halloween-Special zu machen. Und ich sehe mich jetzt schon am Wochenende beim Schneiden und wir denken, Kruzifix. Ja, habe ich gern gemacht. Danke, gracias. Und sehr gern, sehr gern. Sehr toll, sehr toll. Und dann auch von mir, danke Corby, dass du dann auf meinen Anraten hin gesagt hast, wir könnten Paranormal Activity als Halloween-Special machen. Nein, jeder bedankt sich, jeder ist nicht. Mei, das ist ja und super. Der Einzige, der überhaupt nichts beitragen hat zu dem Ding, war der Mike. War halt nichts beitragen, geil. Ja, Kassetten hast du angeschaut, das tust du so auch den ganzen Tag. Tu jetzt nicht so, als wäre das eine besondere Leistung gewesen von dir. Wow. Bist du ein Arsch, Wahnsinn. Voll der Wichser. Wahnsinn. Ja, Maul. Nein, halt du dein Maul. Ich schaue mir jetzt auf alle Fälle noch Tokyo Paranormal Activity und dann schauen wir noch Tokyo Gore Police an. Paranormal Activity Tokyo Drift. Also, ja, genau, Tokyo Drift. Paranormal Activity Tokyo Drift. Na, sehr geile Enden oder sehr geiles Ende bei Tokyo Gore Police. Daher kann es nur empfehlen, schaut euch den auch an. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Tokio. Oder von der Ghost Dimension. Jetzt hab ich gedacht, den der Tobi hört. Nix. Ja. Bin ich wieder mit was ganz anderem gekommen. Jetzt haut's ab. Für dich. Servus und Servus.